Da wird dir wohl der Hund in der Pfanne verrückt, Freunde. Endlich habe ich es doch noch geschafft und ein Evoli ist erschienen, hey. Oh mein Gott, zuerst mal kurz ein Safe-State machen. Puh, Leute, hey, das hat jetzt über 4 Stunden gedauert. Meine Fresse, ich hoffe, dass wir deswegen nicht böse und dann Safe-State machen, aber bei über 4 Stunden ist mir das schon ein bisschen... Moment mal kurz, habe ich ein kleines Problem. Ach so, jetzt. So, ist natürlich schon ein bisschen dämlich, wenn ich jetzt da irgendwie verlieren würde, beziehungsweise das Evoli mir wieder abhanden kommen würde, den Emulator abstürzen würde, whatever. So, jetzt habe ich hier Attacken, das ist eine gute Frage, ich will ja Evoli fangen und deswegen mal die Zornklinge. Darf nicht so viel abziehen, gut, das war einmal. Sandwirbel, haha, ich bin ein kleines Evoli, ja, Evoli, das wird noch ein Ding werden, hey. Ja, Freunde, über 4 Stunden nach Evoli gesucht. Ich habe jedes andere Pokémon, das hier auftauchen könnte, habe ich gefunden. Aber Evoli? Nö, natürlich nicht. Oh mein Gott, und das Vieh taucht wirklich nur mit einer prozentualen Chance von 5% auf. 5%ige Chance. Ich habe sogar andere Pokémon, die auch 5% hatten, auch schon 2-3 Mal gehabt. Aber Evoli? Nee, das natürlich nicht. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ich muss das Pokémon leider wechseln. Und zwar... weil Evoli sonst im Arsch ist. Level 18. Pokéball, Superball, ich überlege gerade. Pokéball dürfte reichen. Wobei für Evoli. Evoli, heult er mich einfach an. So, was mache ich jetzt am besten? KVBs können zu viel sein. Rasierblatt auch. Tackle vielleicht auch. Okay, ich glaube nur mal sicher. Nur mal sicher. Erstmal Elekid ins Rennen schicken. Streng dich an, Elekid! Und dann gehört uns schon bald ein Evoli, das Evolutions-Pokémon schlechthin. Welches andere Pokémon hat schließlich schon 7 Stufen zum Entwickeln? Und wohl eher 7 Varianten? Wie auch immer. Es wird Zeit für die Donnerwelle. Und schon ist es paralysiert. Sehr schön, das gefällt mir schon viel. Besser als weniger. Ach Leute, ich habe hier einen Sternschau, aber das zieht garantiert zu viel ab, oder? Das ist, ja, heikel. Aber ich habe noch eine andere Variante. Ich habe doch noch Glotzi im Rennen. Glotzi, der Glotzfrosch. Glotzbiber natürlich. Okay, das ist weniger schön. Sandwirbel, Alter, kannst du noch mal angreifen? Evoli, Tackle, irgend sowas ist doch wohl beherrschen. Hier, guck mal, Glotzi macht's dir vor. Glotzi, Tackle. Oh. Ja, kann noch ein bisschen dauern. Nein, ich drück zu Keep. Das war fies. Jetzt Pokémon rufen natürlich. Trick 17 halt. Wieder Zwotronin rein. Mit der Zornklinge, die wird zwar jedes Mal stärker, aber nur, wenn ich sie hintereinander einsetze und Zwotronin nicht austausche. Das heißt, jetzt hat die Zornklinge von Zwotronin wieder mal die ursprüngliche Stärke von nur 20. Wow. Also ein bisschen zu viel. So. Jetzt wirst du gefangen, Evoli, und zwar Poké, super, scheiße, zu wenig Bälle. Das könnte mies ausgehen. Komm schon. Gut. 1. Nein, was ist denn jetzt los? Nach 1 bereits? Hallo? Komm schon. Nummer 1. Ja, komm. 1, 2, 3. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben Evoli gefangen. Geil. Für Evoli wird ein Eintrag ins Pokédex angelegt, was aufgrund seiner genetischen Anomalie kann seine Entwicklung viele verschiedene Formen annehmen. Ich sag's, das Evolutions-Pokémon schlechthin. Spitznamen geben, oh ja, da hätte ich was im Petto gehabt, aber leider mal vergessen. Scheiße. Ich will ja Evoli zu Psyan entwickeln, daher würde ich mal sagen, noch nicht. Und ihr könnt euch auch etwas überlegen, Freunde. Was denkt ihr, was wäre das perfekte Spitzname für Evoli? Ja, so viel jetzt mal dazu. Oh mein Gott, Evoli. Mit Evoli gibt es auch noch ein kleines Problem, Freunde. Und zwar will ich es ja, wie gesagt, zu Psyana weiterentwickeln. Aber da habe ich... Willst du mich verarschen? Ich suche 4 Stunden nach dir und jetzt kommst du 2 hintereinander. Alter. Jo, da fehlen mir jetzt ein bisschen die Worte. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Das gibt's... Also, sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist eine Frechheit Nonplusultra. Okay, ich habe Evoli ja. Ja, wegen Evoli zurück zum Thema. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich habe es gerade vergessen. Super. Wieder mal toll vorbereitet, Michael. Du bist echt der King.
Ja, genau, wegen Evoli und der Entwicklung zu Psyaner. Das Problem hierbei ist ja, Evoli entwickelt sich nur dann zu Psyaner, wenn es erstmal Tag ist. Okay, kein Problem, das kriegen wir noch hin. Zweites Problem oder zweite Voraussetzung ist, dass es glücklich sein muss. Evoli erst glücklich ist, okay, denkt man sich, ja, vielleicht doch noch, vielleicht kriegen wir das hin. Aber das Problem ist, wie kriegt man das auf die Schnelle hin, denn ich will natürlich nicht irgendwie 10, 20 Level warten, bis ich endlich mal auf Level 40 einen Psyaner hätte. Und Evoli bzw. Psyaner lernt auf Level 21 dann bereits die Attacke Psystrahl, die so auf die Schnelle, glaube ich, auch schon die einzige Attacke ist. Scheiße. Das Wort ist down, das gibt's nicht. Na doch, eben schon. Scheiße. Was nehme ich jetzt im Pokémon? Stravickel, der andere ist ja Wickel. Ne, ich nehme hier Fukano. Fukano. Ja, wie gesagt, wegen Psyaner, dass er lernt auf Level 21 Psystrahl. Was man gerne beibringen würde, aber das Problem ist halt, wie kriege ich da mein Evoli so schnell 3 Level hoch und auch noch entwickelt. Das Ganze liegt in diesem sogenannten Happiness-Wert, Zuneigungswert, der auch immer dem das genau betiteln möchte. Und ja, da gibt es natürlich verschiedene Voraussetzungen, um diese zu erhöhen. Gibt es natürlich schon. Aber das Ganze ist nicht so einfach zu bewerkstelligen. Ich kann das Ganze mal kurz erklären, weil ich so hoffe, ich erzähle ja keinen Bullshit. Es ist ja so, da ich noch dabei bin, ein eigenes Pokémon-Spiel zu programmieren, habe ich natürlich diese Happiness-Werte auch schon integriert. Ich muss mich diesbezüglich orientieren. Ach du Scheiße, Elekid, gegen das Scheißvieh da. Gegen die Pflanze, so. Was? Lilminip? Lilminip? Was das für ein Name ist? Was für ein Zungenbrecher? Das ist ganz ehrlich, Nintendo, was ihr da für Ideen habt im deutschen Raum, das ist ja unglaublich, ey. Lilminip, wie kommt man auf den Namen? Okay, es macht kaum Schaden. Ja, Happiness-Werte, Zuneigung-Werte. Da gibt es verschiedene Varianten, diese zu erhöhen. Und dann natürlich einfach nur durchs im Team haben und dann durch die Gegend laufen. Ich glaube, es war so ab 256 Schritte. Bekommt das Pokémon jeweils einen Happiness-Punkt mehr dazu. Die meisten Pokémon, wie Evoli auch, haben einen Grundwert von 70 Happiness, also 70 Zuneigungswerte halt. Und es ist auch so, dass die jeweils, ich überlege gerade, die brauchen 220 oder mehr, um sich dann weiterzuentwickeln, wenn es im Fall von Evoli halt zu Psyaner oder im Fall von Riolu zu Lucario. Ja, genau, das wäre eine Variante. Eine andere wäre, dass sie auch sogenannte Erfahrungspunkte, nein, nicht Erfahrungspunkte, Happiness-Punkte bekommen. Wenn sie zum Beispiel in besonderen Kämpfen dabei sind, wie zum Beispiel Rivalenkämpfe oder Arena-Kämpfe, bekommen sie auch Happiness-Punkte. Oder wenn man Vitamine einsetzt, zum Beispiel Sonderbonbons oder auch, was gibt es noch alles, Proteine und so. Dann ebenfalls, dann noch, wenn man sie zum Beispiel ein Level hoch kriegt, ein Level up, gibt es natürlich auch Happiness-Punkte. Was habe ich noch vergessen? Genau, die Massage gibt es noch, beziehungsweise ich glaube, teilweise ist es auch irgendwie noch anders. Er kennt es sicher auch aus Gold, Silber, Kristall, Hartgold, Soul, Silber. Da kann man in Ducati Sitz sein Pokémon jeweils massieren lassen. Ich finde gerade sowas im Marsch. Ja, aber komplett. Alter Schwede. Und dann bekommt das Pokémon auch jeweils Happiness-Punkte. Die Höhe dabei, wie viel es bekommt, hängt auch davon ab, wie viele Happiness-Punkte es bereits hat. Das heißt, nehmen wir zum Beispiel an, ein Pokémon hat unter 100 Punkte. Zum Beispiel das Evolis hat jetzt bereits 70 zu Beginn weg. Dann bekommt es, wenn ich jetzt ihm ein Vitamin geben würde, bekäme es 3 Punkte. Hätte es einen Wert von zwischen 100 und 200, bekäme es 2 Punkte. Und hätte stattdessen einen Wert von, wieso kriege ich eigentlich so wenig Schaden, hallo? Und hätte stattdessen einen Wert von über 200, bekäme es nur einen Happiness-Wert von 1. Also einfach nur eins dazu, man natürlich, nur eines jeweils dazu, Mann! Ja, wie gesagt, wenn das der Happiness-Level über 200 ist, kriegt das Pokémon nur einen Happiness 9 Punkt dazu, so herum. Ja, ich überlege gerade, ob ich was vergessen, ich glaube nicht. Wenn doch, Freunde, wäre ich froh, wenn ihr mir das noch in die Kommentare schreiben könnt, weil, wie gesagt, wenn ich jetzt da halt Evoli dann nur 3 Level, also maximal 3 Level trainieren möchte, bevor es sich dann entwickelt. Das heißt natürlich für uns, es muss sehr viele Happiness-Punkte bekommen, in diesem Fall sogar 150, damit es sich dann entwickelt. Und das würde bedeuten, wenn ich jetzt da halt nur mit Schritten und so machen würde. Ach du Scheiße, Ele gibt es ganz schön down.
Das heißt, wenn ich jetzt das Pokémon nur bei mir hätte und nur damit herumlaufen würde und so das Ganze versuchen würde, wäre es natürlich ein bisschen sehr dämlich. Weil müsste ich hier 70 mal, nehmen wir mal 170 wären es ja. Na Quatsch, 70 hat es, dann sonst brauche ich 150. Mal 256 Schritte, das sind ein paar zu viele, um ehrlich zu sein. Ja. Und deswegen muss ich das Ganze mit Vitaminen machen, mit Massage. Ich glaube, hier gibt es auch so etwas. Oder Haare schneiden war da auch etwas. Ach genau, Haare schneiden, was in Hard Gold, Soul Silver, Gold, Silber, Kristall, da war es Haare schneiden, nicht massieren. Genau, das gibt es ja auch, diese Funktion. Ja, soviel mal zu diesem Happiness-Werten, diesem Zuneigung, Quatsch, beziehungsweise halt dieser ganzen Zuneigungsentwicklung. So, der Kind aufwachen, Dankeschön, Anziehung, nein, ja, geht doch. Fußkick voll in den Magen, ouch. Alter, das Vieh KP, hey. Elekid, nein, ich starr vor Liebe, bist du des Wahnsinns. Elekid, mach mal. Geht doch. Elekid. Gut. Und deshalb, Freunde, denke ich auch, dass ich Evoli halt die nächste Zeit einfach mal ein Team haben werde, ohne es groß zu trainieren. Einfach nur, damit es halt auch die gewisse Punkte bekommt und ich es dabei habe. Wenn halt spezielle Events bevorstehen, wie zum Beispiel halt die Massage, Haare schneiden oder whatever sie auch bei Weiß 2 so alles geben dürfte. Mann ey, Elekid, das mach mal. Geht doch, Schockwelle, komm schon. Voll auf die 12. Mann ey, das gibt's ja wohl nicht. Starr vor Liebe. Nein. Ich fliege gegen ein Ohr durch, das darf wohl nicht wahr sein. Oh doch, oh doch, oh doch. Alter. Es ist paralysiert. Wenn so weitermachen, kann es noch fangen, hey. Komm schon, ich will es nicht fangen, oder doch? Will ich es fangen? Will ich's fangen? Ich weiß es nicht. Ja, also wenn es so weitergeht, kann ich es echt noch fangen. Mann, ey, wie lange hält denn die Anziehung? Okay, ich fang's doch nicht. War ein bisschen spät dabei, aber immerhin Level Up für Elekid. Level Up 20, geil. Wow, Alter. Ja, so ein Ohr gibt ganz schön Power. Also Power halt EPs, Erfahrungspunkte, nicht wahr? So, jetzt habe ich wohl jetzt überlegt, das nächste Punkt, das ich noch fangen könnte, wäre hier zwar keines, also doch schon, aber natürlich gibt es noch ein paar. Aber ich meinte eigentlich ein Pokémon für unser Team. Da gibt es auch eines, wobei ich das am Montag fangen muss. Das erscheint nur am Montag. Und zwar perfekte Zeitpunkt eigentlich, nämlich auf der nächsten Route, auf Route 4. Na, wer weiß, welches Pokémon ich meine? Wer weiß es? Ja, vermutlich keiner. So, jetzt da weg. Montags auf Route 4 gibt es nämlich ein ganz besonderes Pokémon, schon wieder das Evoli da. Hallo Evoli, hallo! Ich verarsche dich ganz schön. Ja, allerdings. Alter, jetzt 15 Minuten gespielt und bereits 3 Evolis, das gibt's einfach nicht. Wie kann man nur so ein Pech haben? Aua! Okay. Komm schon, gib's ihm. Brat ihm eins rüber. Hey, geht doch. Evoli wurde besiegt, scheiße. So, Elekid Level 21, 21, 21. Du. Und das nächste Pokémon, welches wird es sein? Na, ich will noch ein besonderes Pokémon hier fangen. Es gibt nämlich hier auch ein Eneko und ein Enekoro. Oder doch? Oh, komm. Oder doch Enekoro? Nein, es ist Oder, verdammt. Weil da können bei diesen Wackelbüschen gibt es auch, also es ist ja so, glaube bei 85% kommt Oder, bei 5% kommt Enekoro und dann bei weiteren 5% kommt, glaube ich, wobei, stimmt gar nicht, müsste 90% sein, dann bei Oder, damit es aufgeht. Von der Prozentverteilung her. Ja, wie gesagt, 5% jeweils Enekoro und die Weiterentwicklung von Lilminip, wenn ich das gerade richtig ausgesprochen habe. Dämlicher Name. Nein, Elekid ist down. Scheiße. Kein Problem, Mann. Das nächste Pokémon kommt doch schon. Und zwar Stravikel. Echt, Stravikel? Ja gut, der braucht auch ein Level Up. Der braucht ein Level Up, aber dringend. Komm schon, Käferbiss. Komm schon. Ja, fast. Und jetzt noch Rasierblatt zum Schluss. Oh ne, Anziehung. Wieso muss das Vieh weiblich sein? Und wieso habe ich so viele männliche Pokémon im Team? Wieso bloß?
Aber spielt keine Rolle. Wir haben es geschafft und Urdorch ist erledigt. Oh, doch. Nein, scheiße. Level 18. Und auch Stravikel hält schon bald seine Entwicklung. Boah, fast Level 19 sogar. Nämlich, ich glaube, auf Level 20 oder 21, bin ich mir ganz sicher. Ja, und dann habe ich auch hier wieder ein Problem, weil auch das Pokémon entwickelt sich erst dann zur Endform weiter, wenn es genug Happiness-Punkte hat. Und auch hier wieder mal 220 Punkte. Dürfte also noch eine Weile dauern hier. Stravikel. Nimm den Wickel. Radfratz. Was für ein Käferbiss mehr? Na, Verfolgung. Nimm den Käferbiss. Und schon wieder Level 19. Wir sind bald soweit für die Arena, Freunde. Ich glaube so, trotzdem, dass die Arena auf die nächste Folge verschoben werden muss. So rum. Korrektes Deutsch muss trotzdem sein. Diese Folge aber so, sonst noch zurück nach Stratos City zu gehen, in die Stadt, weil da gibt es auch noch ein paar Trände, die wir bekämpfen können. Und es müsste auch noch das Itemradar geben, das ich noch brauche. Und halt ganz nützlich wäre. Ja, das sind so meine Vorstellungen. Hallo, so jetzt. Oh nein, weiteres Urdorch. Urdorch. Und ja, Freunde, hier bei Urdorch könnt ihr perfekt trainieren, denn das Vieh gibt immer sehr viele Erfahrungspunkte. Also trainieren natürlich nur, wenn ihr da ein gewöhnliches Training bevorzugt, wenn ihr da irgendwie ein Training möchtet mit den sogenannten EVs oder auch den IVs. Ich glaube, DVs heißt doch in Deutsch. Ja, stimmt, weil Englisch wäre IVs. Mit den EVs und den DVs spricht er halt den besonderen Werten zur Verteilung der einzelnen Statuswerte. Dann ist, glaube ich, Urdorch nur dann etwas, wenn ihr KP haben wollt. Bin ich ganz sicher, ich kenne die Liste da nicht auswendig, aber es ist so zum Beispiel, dass ihr bei Gyarados, es gibt ja jeweils 2 EVs auf den Angriffswert und ja, hat halt jedes gegnerische Pokémon so seine besonderen Vorlieben, welchen Statuswert es jeweils erhöht. So herum. So, Stravikel, beende es mit Urdorch. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das irgendwie auf KP geht oder auf Verteidigung. Müsst ihr halt sonst mal auf den jeweiligen Pokémon-Webseiten, gibt es ja mittlerweile einige, da steht das jeweils auch, welches Pokémon welche EVs vergibt. So, Stravikel Level 20. Und? Es war doch Level 20, wo sich Stravikel entwickelt. Ja, Mann. Unser kleiner Blattkäfer, die kleine Blattlaus, entwickelt sich zu. Na, was kommt nach der Laus? Was kommt nach der Laus? So ähnlich wie bei Safcon und bei Kokuna, beziehungsweise bei Raupi und Hornliu. Stravikel wurde zu einem Folikon, genau, es bekommt einen Kokon. Verpasst. Oh, jetzt habe ich gerade die falsche Taste. Hallo, so. Folikon versucht Schutzschild zu erlernen. Ja, wieso nicht? Vor allem in Doppelkämpfen immer eine sehr gute Attacke. Ich überlege gerade, Tackle, Fahnenschuss, Rasierblatt, Käferbiss, natürlich Tackle weg. Genau. 1, 2 und schwupp. Folikon hat Tackle vergessen und Folikon hat Schutzschild gelernt. Juhu! Ein neues Pokémon, sogar 2 in dieser Folge. Ist das geil oder ist das geil? So, jetzt mal gucken. Hier haben wir einen dunklen Gräser für Doppelkämpfe. Ich will nämlich was testen. Na, Folikon, na, du bist auch schon heiß drauf, oder? Du willst doch entwickelt werden. Du willst trainieren. Du willst... Jetzt raschst du da schon wieder. Soll ich nicht? Ja, komm. Wieso eigentlich nicht? Ein Urdorch schon wieder? Ja, doch. Folikon! Und so sieht das Vieh aus. Ja, ganz schön fett was. Und jetzt der Schutzschild. Anziehung schützt sich selbst. Das nur mal so zum Zeigen. So, jetzt aber richtig hier. Rasierblatt. Komm schon, Folikon, du bist doch stärker, oder? Ach, dein Angriffswert ist gestiegen. Nicht besonders. Scheiße. Komm schon, jetzt da, Käferbiss. Und das war's mit Urdorch. Juhu, und schon wieder Level Up für Folikon. Das geht rackzack hier. Ruckzuck. Unglaublich, was? So, jetzt habe ich noch Riolu im Team. WTF? Hä?
Leute. Ja, ich bin jetzt sowas von froh, keine Facecam anzuhaben, weil ganz ehrlich, ich habe gerade so dämlich aus der Wäsche geschaut, das gibt's gar nicht. Da müsste, glaube ich, jeder Mensch auf der Welt, sogar der traurigste und der deprimierendste Mensch auf der Welt, müsste dabei lachen. Moment mal schnell. Fullicon hat sich gerade erst entwickelt. Okay, das geht noch, aber Stravi, glaube ich, seit Level 3. Aber hat echt letzten 17 Levels so viel Happiness-Punkte angesammelt? Das glaube ich ja kaum. Alter Schwede, bereits über 220 hat das Vieh. Das will ich jetzt mal wissen. Das will ich jetzt mal kurz. Oh, falsche Taste, egal. Ich muss erstmal kurz kämpfen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, sorry. Das Vieh hat sich entwickelt. Alter Schwede. Matrifol sieht zwar scheiße aus. Also gut, scheiße, ne, stimmt nicht ganz, sieht ein bisschen gewinnungsbedürftig aus. Der Name ist scheiße, so muss ich sagen. Aber ja, mal gucken, was so drauf hat, wa? Ja, Dusselgur. Oh. Alter! Leute, das sind Käferbiss. Das also sprich, das ist eine relativ schwache Attacke für einen Käfer-Pokémon. Und die sind noch Käfer, das heißt, Dusselgur hat sowieso Vorteil. Deswegen nur halb so stark. Alter, Matrifol ist der übelst stark. Ups. Und sogar das überlebt, das gibt's wohl nicht. Ja, sorry, das musste sein. Sorry, Matrifol, bin gerade ein bisschen neben der Spur, aber das war ja... Boah, das war ja übel. Fukano, du bist dran. Juhu, Fukano, Fukano. Mach's platt mit dem Flammenrad. Wie jetzt? Oh Mann, Fukano, ey. Du bist einfach viel zu schwach. Also eigentlich müsste ich ja Matrifol eigentlich Rückkehr beibringen, oder? Das Vieh ist sowas von Imba. Über 22 muss ich jetzt echt mal gucken, hey. Ich sehe zwar hier die Happiness-Punkte leider nicht, das geht erst ein bisschen später. 58 Angriff, was hat eigentlich da unser Champ da? Champ, wo bist du? Champ! Ah, hier hat Zotonin. 48 bloß. Ja gut, Zotonin ist noch nicht die Endstufe, allerdings Matrifol schon. Hexaplaga, stärkt die Geffertag, wenn Not am Mann ist. Das ist auch eine coole Fähigkeit. Mal gucken, die Werte. Initiative ist gut, Spezialangriff, ja, geht so. Angriff vor allen Dingen. Ja, würde sagen, geht doch. Elekid noch. Und dringend braucht Training hier, wer das ist es? Natürlich ganz dringend Fukano, also an die Spitze mit dir. Gefolgt von Riolu, der braucht noch ein bisschen. Nachher der Zotonin trainieren, unser Champ, den er eigentlich sein müsste. Ja, unser Team ziemlich angeschlagen, aber auch ziemlich imbar hier. Alter Schwede, was war denn das gerade? Das ist einfach nur krass. So, Lilimip. Vielleicht fangen sie noch kurz, weil sonst gehe ich hier wieder. Komm schon, Vulcano, komm schon, ganz schnell auf die schnellen Flammenrad. Na. Alter, Vulcano ist sowas von schwach, ey, das glaubst du einfach nicht. Ich will das Vieh auch noch trainieren, ey, ich bin doch bekloppt wie sonst was. Oh je, so. Pokéball, Flieg und Sieg. Ja, ich klinge sehr motiviert, nicht wahr? Komm schon. Yes, man, Lilminip wurde gefangen. Es wurde einfach eingecatcht. Lilminip, Wurzel. Willst du einen Spitznamen geben? Ich überlege gerade, ich könnte ihm was geben. Und zwar, was gebe ich ihm am besten? Gute Frage. Knospe? Nee, klingt Quatsch. Blümchen? Klingt auch doof. Lilminip. Ja, ist zwar ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht sehr originell, aber es hat irgendwie was. Und es klingt doch sehr lieblich. Lili. Gut, hätten wir das auch. Und jetzt schnell weiter hier. Falls ich noch was vergessen, hier bin ich bereits runter, das geht nicht mehr. Hier komme ich noch irgendwo lang, auch nicht mehr. Das heißt, Freunde, wir haben die Kanalisation fürs erste wohl hinter uns gebracht, wie es aussieht. Ja, bin jetzt auch ein bisschen überrascht, aber ich glaube, viel kann ich nicht mehr machen. Das soll auf Kano heilen.
Mit einem Aufwecker. Jetzt wirkt er richtig aufgeweckt. Nein! Ah, ich habe so wenig Tränke noch. Ich muss dringend einkaufen. Super Trank. Sehr gut. Ruckzucki. Aua, Mann, ey. Immer auf die Nase. Immer auf die feuchte Nase. Flammenrot. Junge, das glaubst du einfach nicht, ey. Was hat denn der für schwache Werte? Glut. Na. Mann. Geht doch. Und Vulcano, Level 18. Plus 1, willst du mal verarschen, ey? 35. Wisst ihr was, Leute, mir reicht's. Mir reicht sowas von. Ich hau ab hier. Und zwar, mal kurz sortieren. Moment, die Maus seht ihr kurz. Was ist der hier? Nach Kategorie. Ah, nein, Hilfe. Hilfe, so. Jetzt habe ich hier Fluchtseil, Herzschuppe, den brauche ich auch noch später dann. Wundersaat, Überreste. Nein! Ach ja, die liebe Tastatur. So, geben, und zwar unserem Main, unserem Starter Zwotronin. Mal so fürs Erste, nicht wahr? So, Flinkklaue habe ich noch. Ja, ich brauche noch die Glocke. Die Sanftglocke für Evoli, die wäre noch was. Widerträger betörgelt ist auch für den Angreifer. Flinkklaue, Granitstein. Seidenschal, nicht Schnall. Nee, auch nicht gut. Fluchtseilen weg hier. Und da sind wir schon zurück in Strato City mit Lilia. Was ist denn mit deinem Freund los? Er schien ja ziemlich verärgert, dass in der Kanalisation etwas passiert. Und was willst du jetzt machen? Du hast Art in der Arenaleiter unten in der Kanalisation getroffen, oder? Vielleicht solltest du dich ihm in der Arena stellen und herausfinden, wie stark du mittlerweile bist. Ich bin mir außerdem ziemlich sicher, dass deine Pokémon dadurch lernen werden, dich noch besser zu verstehen. Ja, Je nach Jahreszeit kann es sein, dass du aufgrund der Gezeiten keinen Zugang zur Stratos-Kanalisation hast. Achso, im Winter meint er. Zum Beispiel, richte deinen Daumen auf und balle die anderen Finger zur Faust. Diese Geste wird Daumen hoch genannt. Ja. Also Leute, Daumen hoch aufs Video bitte. Nee, Quatsch. Natürlich nur, wenn es auch gefällt. Oder gefallen wird, wie auch immer. Vielleicht gefällt es euch ja auch später. So, jetzt aber dringend ins Pokémon Center und danach schon die Vollgepatschen dazu. Hände gibt's ja kaum. Das geht immer sowas von schnell, hey. So, da bist du endlich mal glühen, lässt nichts anbrennen und hier. Ja, Mann, geil, hier, das auch noch für dich. Ja, und das kriegst du auch noch, weil du so cool bist. Ja, es wäre toll, noch mehr. Was? Teammedaille? Ja, ich habe leider nichts mehr für dich. Tschüss. Doofi. Pokémon heilen, ja, aber bitte sowas von. Okay. Vielen Dank, Mann. Dem ist der Feed. Komm bald wieder. So, was bist du, bitteschön? Kannst du das Geonet? Ja, kenne ich. Nein, ich habe verklickt. Scheiße. Ja, kenne ich. Was? Nein, das wollte. Okay. PC einschalten. Jemand ist PC. Ich hänge mich einfach irgendwo ein. So, jetzt habe ich hier Kiesling, Flecknäuel, Radfratz. Bis eigentlich Box 8. Hä, wieso Box 8? Ach so, jetzt verstehe ich es wieder. Ups, sorry, das war ja mein Fehler. Wegen der Sortierung hier, genau. Ich könnte eigentlich mal Box 8 umbenennen in Box Team und sowas, aber naja, mal gucken. So, Lili gehört hier irgendwo hin. Dann habe ich hier noch Evo, das nachher ins Team kommt. Radfratz. Das ist ein mutiges Pokémon, nicht wahr? Dann 15, Moment mal kurz. 40, ja, könnte hinhauen. Jetzt habe ich hier noch. Flecknall haben alle so hohe Nummern. Da rüber mit dir. 51, 84. Pack's mal hier hin, sobald ich dann weiß, wohin es genau gehört, an welcher Stelle. So, jetzt noch Kiesling, der gehört dahin, der alte Fiesling. So, jetzt noch Evoli zu mir ins Team zurück. Ja, hallo Evoli, Ruzuki Biss, das sieht schon mal sehr gut aus. Du
Durch Glotzi, den Glotzfrosch, der sehr schneller beherrscht, aber wir in der Stadt nicht brauchen, zum Glück. Gut, mein Team sieht aus wie Vulcano, Riolu, das bald weiterentwickeln wird. Zwotronin, das dauert noch eine Weile. Matrivol bereits entwickelt, geil Mann. Elekid, das dauert auch noch etwa 9 Level. Und Evoli, das dauert noch eine Weile. Ja, noch kurz was. Wechseln hier, so. Sehr schön, Freunde, sehr schön. Die Zeit wäre auch schon vorbei. Hey, das gibt's einfach nicht. Das geht immer so schnell. Kaufe noch kurz was. Superbälle. Habe ich genug Geld? Nicht wirklich. Scheiße. Ja, Bälle sind ja gut, aber ich brauche vor allem Tränke. Vor allem für den Arena-Kampf. Jetzt noch hier noch 3 Tränke. 3 Tränke, 5 Supertränke, 5 Tränke insgesamt. Das reicht, denke ich mal. Schutz, endlich mal. Ja, 2, ja, für den Anfang. Fluchtzahl habe ich noch 1, das ist gut so. Für die Arena hier brauche ich vor allem Paraheiler. Aufwecker habe ich auch noch welche, mal gucken. Einen nur. Na gut, mal 4 Stück noch mit. Sind ja sehr verschwenderisch heute. Und noch 3 Gegengifte, sehr schön. So. Die Arena soll es bereits waren, in die Arena zu gehen, noch nicht. Moment mal kurz. Momentchen mal kurz. Nö. Da ist nichts mehr los. Da ist nichts mehr zu holen. Wie war Strato City wohl, bevor es von jeder strahlende Metropole wurde? Gute Frage. Kämpfen, genau, kämpfen wollte ich noch. In der Kampfmetro, oder? Was doch hier? Wer ist denn das da schon wieder? Junge, in diesem Gebäude prallen nicht die Meinung der Angestellten aufeinander, sondern ihre Pokémon. Du siehst ja ziemlich stark aus und hat den Augen besser auf einiges gefasst. Oh hoppla, hier gibt es einen deiner Pokémon. Der EP-Teiler. Den brauchen wir später auch noch. Ich bin ja putzmann am ersten, wenn hier alles blitzeblank ist. Ja. Der EP-Teiler ist auch noch gut, aber jetzt das Training mit Evoli eher weniger. Das wäre vor allem für später dann, denke ich mal. So ein Pokédex, oder den du hast, ja, das ist Wahnsinn, die ganzen Daten zu sammeln und so. Echt krass, Mann, was war zu Beginn dein Pokémon? Otoro. Was ist ein Otoro? Ja. Ach so, Sauberwasser. Ja, das wäre auch noch cool, aber ich habe bereits Überreste. Ah, schwierig. Ne, komm, lass die Überreste. Ja, lass die Überreste. Auf zur weiteren Schnitzeljagd durch Strato City. Die Kampf AG, hab gehakt. Jo, geil, Mann. Jo. Ich werde jeden Tag in der Attacke Aufruhr aus dem Bett geschossen, sind mein Schatz und der Pokémon gnadenlos. Aber wenigstens kümmert sie sich täglich um mich, da gebe ich alles für sie. Sowas lobe ich mir doch. Willkommen, ja, den Aufzug benutzen musst du draufklicken und dann den Aufstock wählen, hehe. Den Aufstock wählen. Den Stock im Aufzug wählen, 46. Stock, alter Schwede. Ganz schön hoch. Hoch hinaus mit Michael. Was, Mann, eine Betriebsbesichtigung? Na ja, egal, kämpfen wir erstmal. Das ist eine freundliche Begrüßung. Alles klar, Leute. Ein Kampf noch, ganz auf die Schnelle. Ich denke mal, das kann noch sein für diese Folge. Angestellter Alessio am Handy. Alter. Telefonieren während des Kampfes, das ist natürlich super. Ja, es wird ein super Kampf, Vulcano gegen Vulcano. Oh Mann, scheiße, kann nicht mehr machen, nichts mehr machen. Vulcano! Zeig's ihm! Boah, ey! Und das trotz Bedroher. Alter Schwede. Okay, das ging noch schneller als erwartet. Gut, da sagt die Zeit, 34, gut, da habe ich noch Zeit für noch einen Kampf. Ganz kurz, weiß ich, ein bisschen Überlänge. Ich will auch doch so viel wie möglich noch zeigen in dieser Folge. Das ist mein Begehr, mein Wunsch. Wie auch immer. So. Na, du setzt ja mal typisch Angestellter Sylvain, was wie zum Henker ist auch egal. Hey, Dusselgur, ich hab so einen Dussel. Gur. So, Alter, Vulcano, nimm die Glut. Aber erstmal der Gegner. Aua. Burn, Baby, burn. Aha. Flammenrad. Bums. Was zum Henker. Glut. Mann, ey. Den war Ruckzuck-Hieb.
Dusselgurb. Und das war's. Nein, das gibt's einfach nicht, hey, das gibt's nicht, hey. Hey, das gibt's doch einfach nie. Was macht der hier noch? Wir sind Kampfmann. Dann kämpfen wir. Okay, Leute, ich mach noch kurz die Passage hier und dann sind wir hier durch. Das Stockwerk mache ich noch. Unschuldig angestelltem Handy. Quatsch, das gibt's einfach nicht, hey. Während des Kämpfens telefoniert man nicht. Genauso wenig wie man während des Autofahrens auch nicht telefoniert. So, aber es auch mal so gesagt. Alles klar, Fukano nimmt den Bodycheck. Bodycheck, Quatsch, Rückkehr. Sieht zwar fast gleich aus, aber ist natürlich was komplett anderes. Und Meryl ist down. Alter, das war nicht fair, Mann. Scheiße. Ja, Mann, du bist so talentiert, Mann. Hier ein Timerball. Dankeschön, Alter. Ja, Mann, ein längerer Kampf dauert, desto effektiver ist der Timerball. Das ist logisch, sonst müssen nicht Timerball heißen. Ja, Mann, Scoblins. Oh, das war noch für Porygon. Für Porygon. Ach so, nee, Quatsch, das ist was anderes. Ups, sorry. Aber die Items verwechselt. Scoblins. Ja, die Attacke wäre noch cool. Eine Spionin. Was? Spionage aufgedeckt. Scheiße. Angestellt Andrea. Ja. Also Leute, ganz ehrlich, so auffällig, wie dieser verhaltet, das kann nur eine Spionin sein. Das ist doch viel zu dämlich. So fällt es doch komplett auf. Gegen Knospi setzen wir den Flammenrad ein. Weil als Spionin solltest du, oder als Spion allgemein, solltest du scheiße nicht die Gegner vergiften, nein, sondern einfach dich so normal wie möglich aufführen, nicht irgendwie zu gut oder zu schlecht, einfach wenn möglich am normalsten. Dann fällt es doch am wenigsten auf. Scheiße, jetzt ist Fukano vergiftet. Und ich habe einen Mega-Block gehalten. Geil, Mann. Wisst ihr was? Wenn Fukano sowieso so, ich sage jetzt mal, schwächer ist als die anderen, dann mach es doch so. Wo habe ich es jetzt? Wo habe ich es jetzt? Komm schon, komm schon. Die Scoblins, die gebe ich Fukano momentan noch. Und dann heile ich ihn noch kurz. Oder gehe ich zurück ins Pokémon Center? Nee, heilen. Heilen! Und dann sind in der nächsten Folge auch schon bereit für den nächsten Stockwerk. Oder das nächste Stockwerk. Moment mal kurz, Tafelwasser kriegt sowieso ein neues in der Arena. So, Freunde, das ist jetzt also unser Team momentan noch bestehend aus. Moment mal kurz. So, jetzt ist es viel schöner. Bestehend aus Fukano, Riolu, Zwotronin, Matrifol, Elekid und Evoli. Ich denke mal, es wird ein cooles Team und in der nächsten Folge dann erzähle ich euch, welches Boden-Pokémon ich eigentlich meinte, anstelle von Stalobor, obwohl Stalobor auch noch eine Variante wäre. Hilfestimme. Aber ich denke mal, ich habe dann eine bessere Variante. Wie es weitergeht hier bei Pokémon Weiß 2 ab der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen mit der langen Folge und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.